Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen lauschteren. Plenarsession vom 21. bis 24. April zu Straßburg war schrecklich stressig. Wir haben am Europäischen Parlament über einen halben Meter hoch, wo Rapporten aufgestimmt, einmal sogar mittags von 12 bis halb 3, weil wir schon letzte Woche gesagt haben, dass bei uns am Europäischen Parlament wie an der Chambre an den paar letzten Wochen ihr Parlament abgelesen wird, versichern wir nach all Dossiers, die auf Monate lang an unsere Kommissionen beraten sind, aufzuschließen. Da das auch an der Regel gut. Es gibt aber Ausnahmen, weil das Risiko besteht, dass kritische Dossiers beklärt gehen. Gut, dass das Europäische Parlament an dem wichtigen Dossier über Ratingagenturen einen Akkord mit dem Ministerrat gefunden hat, sodass die mal eine bessere Regelung kriegen, weil sie noch ein Teil Schuld und der Finanzkrise, weil sie hier Erbecht vielleicht zu viel leichtfängig gemacht haben. Auch der Assurancesektor kriegt mit solid Regeln, mit Solvency II, einen weiteren wichtigen Dossier für Lützeburg, mit dem auch garantiert wird, dass bei den Versicherungen auch das, was Leute tun, mäßig ist. Bleibt nach der Reform von den Eigenkapitalregelungen für die Banken, wo wir uns noch nicht einig sind, sodass wir hoffentlich an der letzten Plenarsession ugangs mehr darüber aufstimmen können. Mit diesen Decisionen für die neue Regelung von den Finanzmärkten, höchst technisch, kompliziert, bald undurchsichtig für die Leute, die keine Spezialisten von dem Sektor von den Finanzleistungen sind, hat das Europäische Parlament aber zusammen mit dem Ministerrat einen guten Teil von seinen Hausaufgaben gemacht. Ein regelrecht Sisyphus-Arbeit, auch für mich als Vollmember vom Wirtschafts- und Währungsausschuss vom Europäischen Parlament. Eine Arbeit, die die Wähler daheim schwer zu vermitteln ist. Ich habe aber die Satisfaktion, meine Arbeit gemacht. Und sogar fertig zu haben, dass als Finanzplatz zu Lützeburg mit diesem Resultat leben kann. Das wissen die Akteure noch bei so viel Landsplatz auch ganz gut. Es sollen aber auch die Leute zu Lützeburg wissen, dass wir Heimat Lektionen aus der Finanzkrise gezogen haben, sodass wir eine ähnliche Krise, durch die auch viele Bürger daheim Spurspuren verloren haben, in Zukunft hoffentlich verhindern können. Nicht verhindern konnte man, dass eine Majorität von Deputierten zu Straßburg einem französischen Sozialist als Rapporteur nur gelauscht hat, für zu der Reform von der Zinsbesteuerungsrichtlinie in Navi aufzugehen, mit dem mehr zu Lützeburg, aber auch andere Länder wie Österreich, Schweiz und so weiter schwer leben können. Wenn der Ministerrat den allein am echten Mescheiriver zu befanden und zu dezidieren hat, sich dem rallieren gäf, was aufgestimmt das gehen. Ich habe schon an dieser Sendung darüber informiert, paar noch einer hitziger Debatte an der Nachricht zu Straßburg, wo ich Gott sei Dank Redezeit hat, aber leider nicht mehr 2 Minuten, hat der sozialistische Rapporteur, den Herrn Benoit Hamon, mehr klar und deutlich gesagt, dass es ihm gar nicht darum geht, dass man an Europa ein Direktiv beschließen, die sicherstellt, dass jeder Steuern bezahlt von seinen Revenus de Capitaux, egal wo sein Kapital angelegt ist. Aber so hat man höhnisch an Gesicht gesagt, je veux savoir ce que les Français
en sur leur compte à Luxembourg. So eng Ausso, auch wenn sie als Butat gedurcht war, spricht Benner. Quellensteuer, das System, das wirklich einfach und effikaz und billig sicherstellt, dass jeder Steuern bezielt von seinen Kapitalerträgen, die gut funktioniert, wollen so Leid aufschaffen. Sie pfeifen auch auf das Prinzip von der Freizügigkeit vom Kapital am Binnenmarkt. Dafür wollen sie ein System von Informationsaustausch affären, die weit über Ziele rausschießt, weil es ihnen darum geht, hier Bürger ganz legal auszuspionieren, ohne Rücksicht auf Privatsphäre. Wo kommen wir hin mit so Methoden? Brave New World an der Europäischen Union? Nee, merci. Ich war froh, dass ich aber wenigstens das fertig tun, ein Amendement dürfen anzubringen, aufgrund von dem jeder Deputierten hat müssen Farbe bekennen. Für Koexistenz von der Quellensteuer an engem Informationsaustausch für zur Demande, die vernünftig ist, also eng vernünftig Regelung. Das war ganz klar und einfach und auch absolut zu verteidigen. Mehr Sinn nicht dafür, Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug zu ermöglichen. Mit die Leute, die Regelung, die ich erklärt habe, auflehnen, die sind ja nicht daran interessiert, wie schon gesagt, dass jeder Steuern bezahlt. Die wollen nehmen, hinwirken, dass sie ganz genau wissen, was die einzelnen Leute von Revenuen und Vermögen haben. Sie wollen von allem Bankgeheimnis aufschaffen, da das ihre Büt nicht den, dass die Leute sollen als Steuern bezahlen. Da das ganz schrecklich, mehr immerhin haben sich 86 von denen 380 Deputierte, wir sind insgesamt zu 785, die freien Muren nach zu Straßburg waren, für aufzustimmen, dafür entscheidet, für mein Amendement. Das ist kein Victoire, loin de là, mehr aber ein wichtiges Signal. Wenn man, also ein wichtiges Signal und der Ministerrat, weil das ja, wie gesagt, der Ministerrat den lang am einstimmig an dieser Affäre zu entscheiden hat. Merci, dass ihr mir noch geleistet habt, auch wenn das Informationen für Nicht-Insider vielleicht ein bisschen schwer verdaulich wären. Mehr Europa ist nun einmal nicht einfach, aber wichtig, besonders für Lützeburg. Das will ich versichern, zu vermitteln, mit diesen Informationen, besonders auch am Hinblick auf Wahlen vom 7. Juni für das Europäische Parlament. Merci, wie gesagt, dass ihr mir noch geleistet habt. Bis nächste Woche.